an eiser Televiwoch mir sammle Sue fir d' Recherch géint de Krebs an blenden do fir Orlo schon den QR-Code an, wann e ganz einfach wëll eng Promess dedan machen. Diagnos Krebs ass fir die Manst einfach ze verkraften. Fir d' Patiente brechtags eng Welt ze summen. Vill sinn op den emotionale Support vu Familie Frën ugewiesen. Ma auch vun de Mediziner wënsche sech die Betraffe versteste mech. An ihrem Témoignage erzählt Claudia Monteiro, dat dat bei hier leider net de Fall wär. Aéi sie als Krebspatientin dat ganz erlieft huet. De Reportage vum Rosa Clemente. Am Sommer 2024 huet sech d'Liewen vum Claudia Monteiro komplett verändert. Déi hat 42 Joer al Edukatrice krut onerwert Diagnos Brustkrebs. Santa huet sie 6 Zyklen Chemiotherapie hannner ze spprocht. Haut gehtet hier besser, de Witzreck war awer alles ernstnecht ewéi einfach. Ich hatte 6 Chemiozyklen und ich hatte aber 2 verschiedene Zellgifte. Also die ersten 3 Zyklen, da war der Zellgift an sich schüsst, dass es einem schlecht ist und nicht so essen kann. Da hat sich aber körperlich nichts verändert. Aber in den letzten 3 Zyklen war es so, dass das Zellgift das war wesentlich mehr stark. Und es hat viel Futti gemacht am Körper, wie auch, dass ich motorische Probleme hatte. Ich hatte viel weh auch. Ja, heute ist es doch nicht gegangen. Für rauszugehen, ich habe mich aber immer forciert. Da war ich nicht mehr bis 4. Trottoir gegangen sind. Ich brauche das, rauszugehen. Ich muss mich alltag bewegen. In irgendeiner Form, weil ich aber ein sportlicher Mensch bin. Ja, also ich komme rauf an der Natur. Ich finde gereicht, wenn man es gerne an, weil es heute so eine wilde Natur ist. Ja. Ich habe einen genetischen Krebs. Es sind triple-negativ. Das ist eine von den aggressivsten Formen des Brustkrebs. Ich hatte aber ganz viel Chance. Wie mein Krebs nicht gestreht hat, habe ich schon ab der Operation als krebsfrei gegolten. Weil die Chemio wäre präventiv von Krebszellen irgendwie fortgegangen wären, weil es ein aggressiven ist, den sich ziemlich schnell weiterentwickelt. No der Chemio huet Claudia keine Immuntherapie machen, weil d Tumor ënner 2 cm groß war a komplett rausoperiert gouf. Von der Diagnose bis zum Schluss vom Treatment sind rund 11 Monate vergangen. Noch rückwirkend muss Claudia noch vieles verschaffen. Ich meine, dass ich meine Diagnose und alles recht am Gang verschaffen. Weil alles so komisch verlaufen war. Und ich habe mich ganz viel überrumpelt gefühlt. Auch wo ich die erste bei der Onkologin war. Die hat nicht an einem Vokabulär mit mir geschwatzt, den ich verstanden habe. Der Tisch schon oft vorgestellt. Sie war nicht so die gerne frohen hört. Ich habe schon einen gewissen Charakter und schon auch ein gewisses Temperament. Sie sind ganz sensibel, wie man schwätzt. Ob ich fein also überhaupt wie ich schwätze, ist sie ganz sensibel an den Nuancen. Und ich brauche eben einfach Erklärungen, für dadurch kann funktionieren. Und das tue ich alles nicht gekriegt. Ja, und ab da war ich auch wirklich verunsichert. Das war auch schwer für mich, keine Routine mehr zu haben. So, du stehst auf, für dich probierst du an die Dusche zu gehen, all diese Sachen zu machen. Und dann so, was müsste du? Was müsste mit deiner Zeit? So, es sind okay, die stundenweise Fernsehen guckt, ich habe kein Netflix und so weiter. Ich habe gelesen, mit der Zeit, du hast das nicht gegangen, vom Kopf hier. Ja, Sport konnte ich nicht so viel machen. Dann ist ich schon aber angeschränkt. Für Zeit zu vertreiben und sich selber etwas Gutes zu tun, hat Claudia angefangen, gesunde Snacks zu machen. Die mischt sie bis heute. Also das ist eine Rehbasis, das heißt, es wird nicht gebacken. Und ich probiere eben so wenig wie möglich Ingredienten zu holen. Ich mache Snickers und Bounty und meine Energy Balls. Und dann habe ich noch angefangen, so Case-Tart-Varianten zu machen. Und ich meine alles vegan, glutenfrei und eben
keinen raffinierten Zucker. Ich denke auch, dass ich selbstbewusst rausgehen, gehen aber dich, wo ich aber nicht so packen. Verbesserungsmöglichkeiten an meinem Treatment wäre gewesen, ein besserer Kontakt mit meinem Onkolog. Ein Onkolog, mit dem ich schwätzen kann, den alles von mir hören will, auch wenn es mir nicht gut geht. Auch all meine Nebenwirkungen, die ich hatte, eine richtige Abklärung, die hatte ich auch nicht. Meine Nebenwirkungen noch Stuhlen. Nicht just privat war der Krebs ein Coup, auch die Karriere also auf der Strecke blieben. Weil die Diagnose am August 24 kam, hat Claudia nämlich gerade auf ihrer Platz am Centre de Logopädie gekündigt, für im Oktober an einem neuen Bereich anzufangen. Der neue Kontrakt war den am Ende aber noch nicht unterschrieben. Aus Angst um ihre Zukunft wird die Educatrice die Kündigung zurückgezogen. Bis heute wird sie noch nicht auf der neuen Platz zugefangen. Ich will mich schon beruflich verändern, weil den ancien Congé thérapeutique, ich weiß, dass ich den nicht unendlich lang kriege. Ich weiß aber, dass ich nicht mehr Planton an der Schule arbeiten kann. Ich habe die Energie einfach nicht mehr. Das ist mein Yoga. Von Schnitt und Yoga gehen, das ist Teil mein Yoga. Ich sehe mich irgendwo anders aus, aber wo, ja, das weiß ich nicht. Ob ich eine Chance kriege von irgendeinem, das steht ja immer so im Raum. Ich fand, mit der Diagnose und mit meiner Geschichte habe ich das Gefühl, dass ich eine andere Person bin und nicht mehr so gesehen bin, als der Mensch, den ich bin. So, du meinst die heute noch in den Frigo und dann sind sie fertig.